Tief unten, in einem Gefängnisloch im Ostteil vom Schloss, sitzt Ottilia auf dem kalten, dreckigen Steinboden. In ihrer Zelle brennt ein kleines Kerzchen. Ich muss da raus. Ottilia holt das Tagebuch vom Herzog Nickbert führen, das sie unter ihrem Kleid versteckt hat. Ich werde meinen Bruder ein für alle Mal fertig machen. Mit einem Rezept, das ich selber erfunden habe und Musso Blamage nenne. Da ist der Beweis, dass Musso Blamage ein riesen Beschiss ist. Aber was nützt das, wenn es niemand sieht und niemand weiß, wo ich bin? Und was passiert dann mit dem Amund? Am Amund ist es mittlerweile gelungen, die erste Zutat für das Musso Blamage zu beschaffen. Tränen von einem Bischofsfisch. Jetzt ist er auf dem Weg in den Sumpf. Dort wohnt der Basilisk. Du musst nur im Gestank nachgehen, hat der Bischofsfisch gesagt. Wie grusig. Du stinkst wirklich nach faulen Eier oder Furz. Ich muss kurz eine Pause machen. Der Amund setzt sich unter eine grosse Eiche. Ein kleiner Vogel landet neben ihm auf dem Boden. Ein Vogel, sein Brüstchen leuchtet feuerrot im Schnee. Es schaut ihn mit seinen schwarzen Äugeln gewunderig an. Sally, kleines Vögeli, hast du Hunger? Hätte ich doch nur ein paar Brösmeli für dich. Aber warte mal. Der Amund holt das Stoffsäckchen von der Ottilia vor. Erst jetzt fällt ihm auf, was vorne drauf gestickt ist. Ein riesiger Hund, der auf seinen Hinterbeinen steht und einen Baum als Wanderstab in den Pfoten hat. Hast du gesehen, was für ein komischer Hund? Das muss eins von diesen Ungeheuer sein, von denen die Ottilia erzählt hat. Sie hat doch etwas von einem Hunderes gesagt. Und was ist denn das? Der Amund nimmt ein paar getrocknete Lavendelzweige aus dem Säckchen. Sie sind sorgfältig in ein Nastüchlein eingewickelt. Der Amund schnuppert dran. Schmeckt gut. Die Ottilia hat sich sicher gedacht, ich kann das irgendwie brauchen. Fragt sich nur, für was. Und was hat sie mir eigentlich sonst noch mitgegeben? Oh, Rüebli. Und ein Äpfel. Der Äpfel ist das Allerbeste, was ich je gegessen habe. Du, probier ein bisschen. Von der Ottilia. Ich muss im Fall gerade weiter. Weißt, ich muss noch eine Schuppe von einem Basilisk holen. Und das Herz von einer Manticora. Sonst darf ich nur mehr zurück ins Schloss vom Herzog. Und ich muss wieder zurück. Ich will Ottilia unbedingt wieder sehen. Hey, wart! Wohin fliegst du? Ottilia liegt auf dem kalten Boden vom Gefängnis. Ihr fallen die Augen zu. Im Halbschlaf hört sie auf einmal ein Geräusch. Was ist das gewesen? Es tönt wie ein Vogel, aber das kann doch nicht sein. Da unten im Gefängnisloch. Schon wieder? Auf dem kalten Steinboden sitzt ein kleiner Vogel. Sein Brüstchen leuchtet feuerrot im Kerzenschein. Hey, wer bist du denn? Und wie bist du da runtergekommen? Der kleine Vogel flattert mit den Flügeln und fliegt auf die Wand zu. Hey, Achtung, das ist ein Mauer. Aber der kleine Vogel verschwindet in der Wand. Ein Loch? Tatsächlich. In der Gefängniswand ist ein Loch. Zwar kein sehr grosses, aber ein Loch. Durch das ist der Vogel aus dem Gefängnis geflogen. Ottilia knündelt am Boden und fängt an, die Steine ums Loch herum abzutasten. Ich muss das Loch irgendwie grösser machen. Da, der Stein ist locker. Vielleicht kann ich ihn rausziehen und... Ja, das geht. Der Amund sitzt immer noch unter den grossen Eichen und ruht sich aus. Was ist das? Es kommt aus der Büsche an. Auf einmal blitzen scharfe weisse Zähnchen auf in den Büsch. Der Amund schnappt sofort sein Stoffsäckchen und klettert in die hohen Eichen rauf. Als er von oben herabschaut, ist der Baum umzingelt. Aber das sind ja... 6 Hasen. Mit ihren weißen Winterpelz sieht man sie kaum im Schnee.
In ihren Vorderpfoten haben sie grosse Holzknüppel. Was machen die? Kloppen, 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 kloppen. Die Hasen fangen an, mit ihren Holzknüppeln auf den Baumstamm zu schlagen. Der ganze Baum wackelt. Was wollen die? Hey, du da oben, spitz die Ohren. Ein 7. Hase kommt auf seinen Hinterläufen anzustapfen und zeigt mit einem Schwert auf den Amund. Komm runter da. Komm sofort runter da. Dann verkloppen wir dich. Verkloppen, 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 verkloppen.